Kurz noch zu den Fersen. Fersen sind ganz anders. Wenn wir uns mal überlegen, wenn wir einen konventionellen Betrieb haben, konventionellen Melken. Wir haben Gruppenhaltung, wir haben 2 Rationen. Wir haben die Hochleistung auf 38 Liter, wir haben die Altmelke auf 28 Liter gerechnet. Und wir haben dieses arme Würstchen im Stall stehen. Der Erstlaktierende, die alles mitgenommen hat, was geht. Die hatte eine schöne Schwergeburt, Nachgeburt zur Haltung, Ketose, wahrscheinlich als Kalbstunde Lungenentzündung und alles, was geht. Am Tag 73 steht die mit 27 Liter. Und als Herdenmanager musst du jetzt entscheiden, bleibt dieses Tier in der Hochleistung, weil wir ja 70 Tage Hochleistung füttern, oder stelle ich die zu den Altmelkern? Und ich glaube, es gibt keinen Herdenmanager auf der Welt, der sagt, dass dieses Tier, weil es 27 Liter gibt, in die 28 Liter Gruppe gehört. Weil wir alle wissen, erstens frisst die viel weniger, das heißt, die wird nicht 38 Liter fressen. Punkt 2 ist, der Bedarf ist viel, viel höher, weil die muss ja erstmal auch noch wachsen und die hat viel nachzuholen. Unser Computer ist so doof, dass er genau das macht, was wir ihm sagen. Und weil wir ihm sagen, dieses Tier, 73. Tag, 27 Liter, Kraftfutterkurve ab dem 70. Tag, 27 Liter, 1 Kilo Kraftfutter, wird er dieses Tier in die Altmelkergruppe stellen. Weil er sich diese Kuh nicht anguckt, diese Ferse, weil er nicht weiß, was damit los ist, sondern er kennt nur die Zahlen. Und er kennt die Zahl, 27 Liter, 1 Kilo Kraftfutter und dann füttert er die ab. Und das passiert auf hunderten Betrieben mit tausenden Fersen jeden Tag. Warum die Hersteller oder manche Tierärzte solche Zahlen eintippen, ist mir völlig schleierhaft. Das ist irgendwann mal so festgelegt und wird nicht mehr geändert. Kann man an den roten und auch an den blauen sehr gut sehen. Hier mal als Beispiel bei den roten. Leli Liste 52 Laktationskurve. Alles, was nervt, rausklicken. Filter setzen auf erste Laktation und gucken, wie ist die Laktationskurve der Erstlaktierenden. Die soll keinen Knick haben, weder bei der Milchmenge noch bei der Kraftfutterversorgung. Und hier sehen wir zum Beispiel bei Tag 70, dass die Kraftfutterversorgung krass runtergeht. Das heißt, wir füttern die Tiere ab am Tage 70. Und was soll die denn machen? Auch so kann eine Laktationskurve der Erstlaktierenden aussehen. Das ist bei uns im Betrieb eine absolute Laktationsgrade. Sowohl bei der Milchmenge als auch bei der Kraftfutterversorgung. Das heißt, wir füttern 250 Tage feste Kraftfuttermenge, volle Menge. Und haben dadurch auch 250 Tage eine stabile Milchmenge. Und Tiere werden nicht davon fett, dass sie viel Kraftfutter bekommen. Sie werden davon fett, dass sie wenig Milch geben. Und wenn sie wenig Milch geben und ich eine intensive Grundration habe, dann sollen sie wohl dick werden. Aber wenn ich eine intensive Grundration habe und eine feste Kraftfutterfütterung, bleibt die Milchmenge stabil. Wenn die Milchmenge stabil bleibt, werden sie nicht fett. Und hier auch nochmal das dunkelblaue unten, die Säulen, das sind die Melkungen. Also man sieht hier, Kraftfuttermenge geht runter, geht plötzlich die Verweigerung hoch. Dieses Rosa scheint also, dass wir dort Energiebedarf schafft Melkung, in diesem Falle auch Verweigerung. Also vielleicht füttern wir dann doch zu knapp. Und man sieht sehr schön, dass wir nach knapp 30 Tagen oder 25 Tagen im Schnitt 3 Melkungen haben über die gesamte Laktation, bis 3,2 Melkungen bei den Erstlaktierenden durchgehen. Ich will dort keine Varianz haben, keine Ausschläge in den Kurven, alles muss glatt sein. Kraftfutterversorgung glatt, Milchmenge glatt, Melkung glatt, da hast du mit den Damen nichts zu tun. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.